Fragen von Jungs an Mädchen. Natti-Style. Ich kann schon jetzt sagen, dass das Video wild wird. Na komm, let's go. Ist in einer Beziehung Wichsen ein No-Go? Wollt ihr das Kondom drüber ziehen oder sollen wir das machen? Wie viel Mal macht ihr es euch selber? Digga, das ist ja doch ganz... Das ist ja voll Dr. Sommer, Digga. Kann man das überhaupt auf YouTube aufladen? Yo, YouTube, was geht? Der Chat, du doch jetzt Hallo sagen da unten. Vielleicht auch nicht. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin wieder mal alleine. Und zwar... Alter, schon geil. Genau hinter meiner Facecam ist so das Licht und dann hat man, wenn das Video läuft, das Gefühl, dass meine Facecam so am Scheinen ist. Bedeutet das, dass ich stehe? Ich stehe immer, wenn ich alleine ein Video mache. Sie steht, wie er der P... Nein, komm, scheiß drauf. I don't know. Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich stehe. Ja. Auf jeden Fall, vielleicht könnt ihr sehen, ich habe locker gemacht und zwar mit dem Bändel von meinem Bodymantel. Don't ask. Auf jeden Fall... Das war eine wichtige Information, weil ich habe mich schon von Anfang an gefragt, Nati, wie hast du diese Locke gemacht? Sag's mir bitte. Die Video wird wahrscheinlich keine einzige Locke mit an sein, darum genießen wir es noch kurz, sofern das überhaupt noch Locken sind. Ja, locker. Anyway, um das geht es in dem Video, sondern ihr habt mir auf Instagram ganz viele Fragen können stellen, beziehungsweise ihr Jungs haben mir Fragen stellen. Und zwar Fragen, die ich schon immer mal wollte an einem Mädchen stellen. Ja. Und ich bin natürlich die perfekte... Gar nicht gewusst, was ich sagen wollte, einfach Pause drücken. Manchmal drückt man einfach Pause und weiss gar nicht, was sagen. Ich glaube, ich schaue jetzt das Video durch und drücke einfach gar nicht Pause. Person, um die Fragen können beantworten, because ich bin ein Mädchen. Ah, das finde ich gut, dass sie das jetzt sagt, weil das habe ich nicht gewusst. Wow, what the fuck. Ich merke gerade, ich glaube gerade schon wieder viel zu viel drum. Ich will gar nicht so viel labern, sondern wir fangen wieder... Jedes Mal, Chat, und jetzt kommt die Weisheit vom Tag, jedes Mal, wenn man sagt, dass man zu viel labert, hat man vorher einfach viel zu viel gelabert und der Satz, ich labere einfach zu viel, ist auch schon wieder zu viel. Okay, vorab, bevor ich die Frage beantworte, logischerweise kann ich nicht für alle Frauen da draussen sprechen, ich glaube, das ist klar. Darum, ich rede von meinen Erfahrungen, ich rede von Sachen, die ich gehört habe, von meinen Kolleginnen etc. Genau. Die erste Frage ist gerade, was beeindruckt oder freut ein Mädchen, besonders wenn sie angesprochen wird von einem Boy? Wenn er ein Kompliment macht, wenn er lieb ist, wenn er gepflegt ist. Das können wir safe wieder die antworten. Ich kann dir das ganz einfach beantworten. Ich würde sagen, man freut sich grundsätzlich, wenn man angesprochen wird. Es kommt das ist bei mir schon so. Also, ich freue mich grundsätzlich, wenn ich von einem Mädchen angesprochen werde. Das ist für mich schon eine extrem grosse Freude. Es ist mir auch egal, was für ein Mädchen ist, ob umbaut, Mann, Frau, wo du so... Ach, das Mädchen, Digga. Irgendwann muss man Kontakt haben. Natürlich darauf an, wie das man angesprochen wird. Also wenn jetzt irgendwie im Club bist und einer kommt «Yo, Schuss, Nigga! Kannst du deine Nummer haben?» Dann ist deine Chance sehr gering, dass sie Bock auf dich hat. Aber ich meine nur schon zum Beispiel, wenn du einfach ganz normal sie ansprichst, so «Hey, keine Ahnung, ich habe dich gerade gesehen und ich finde dich mega schön und ich wollte fragen, keine Ahnung, Hey, ich habe dich gerade gesehen und ich finde dich voll schön. Du bist gut verwurzelt auch. Heisst das jetzt nein oder ja? Die Franzine ist ein bisschen eine schwierige. Sie ist nicht immer so straight, aber unsere Beziehung läuft eigentlich grundsätzlich gesehen recht gut. Sowas. Und auch wenn sie nachher dir einen Korb gibt, glaub mir, du hast ihren Tag Hast du mir einen Korb gegeben? so versüßt, weil das einfach... Das ist halt einfach ein Kompliment, an dem hat man einfach Freude. Von dem her, ich würde sagen, du beeindruckst sie. Ey, jetzt muss ich schnell einen Retalk machen mit euch, Chat. Es ist, ich bin ein Mensch und das liegt einfach an mir. Ich gehe alles ironisch an. Ich gehe Gespräche mit Frauen ironisch an. Ich gehe ernste Situationen im Leben ironisch an. Wenn vielleicht, also es klingt jetzt dumm, wenn jemand stirbt, dann, weißt du, mache ich so Witz. Ja, Digga, was ist jetzt da los, Alter? Wenn jemand gestorben ist, dann mache ich Witz. Alle denken sich jetzt schon klar, aber scheiße. Nein, aber weißt du, an der Beerdigung macht man dann mal so ein bisschen ein Sprüchli, zum vielleicht überdecken, dass man traurig ist und so. Ich bin einfach jemand, ich tue alles mit so ein bisschen Humor überspielen und darum kann ich auch, wenn ich Frauen anspreche, dann mache ich hure oft Witz. Digga, wenn die Meldung noch einmal kommt. Dann mache ich hure oft Witz und die Frauen sind vielleicht nicht auf dieser Wave. Alter, wenn das noch einmal kommt, Digga! Ich lache auch immer, wenn jemand stirbt. Bro, was ist das? Alter, ich kann nicht! Ich habe schon wieder viel zu viel gelabert, aber ich glaube, die checken, was ich meine. Ich gehe viele Situationen mit Ironie an und darum kann ich nicht echt zu einem Girl angehen und auch auf Ernst ein Kompliment geben. Es geht einfach nicht. Kopf, Alter, ich geh durch, Bro! Gebt es zu, dass viele Mädchen wirklich eher auf Jungs stehen, die eigentlich nicht so viel Gefühl zeigen und eher ein bisschen cool tun. Ich muss sagen, ich finde es... Jetzt kommt wahrscheinlich... Nein, wir stehen auf Männer, die heulen, die ihre Gefühle zeigen. Eine mega schwierige Frage. Ich habe mir jetzt gerade selber so ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich kann da für beide Geschlechter sprechen. Es ist halt einfach spannender, wenn man nicht so jemanden easy gettet. Also ich weiss nicht, versetzt euch jetzt mal in eine Rolle, eine oder eine kommt zu euch und überschüttet euch mit Kompliment und allem Möglichen. Okay, du musst schnell reinversetzen.
Ja. dass sie vielleicht sogar ein bisschen überfordert sind. Und in dem Sinn ist blöd gesagt, wenn du selber... Ich habe vorhin gemeint, ganz am Anfang von dieser Frage, dass es allgemein um Beziehung geht, nicht ums Kennenlernen oder ja. Ja, du müsstest nie ein bisschen erobern oder eben sie. Und das macht es halt einfach spannender und darum... Das ist wie in der Tierwelt. Da tun sich Tiere auch gegenseitig erobern und Menschen sind ja Tiere. I don't know, ich kann es dir nicht erklären, es ist halt wirklich eigentlich mega dumm. Aber eben, ich glaube, gerade wenn du nachher in einer Beziehung bist, dann ist es viel, viel wertvoller, wenn du wirklich Gefühle zeigst und ihr ein Kompliment machst und einfach ein lieber Typ bist, als nachher ein Arschloch oder sonst irgendwas. Hey, nee, ich finde es eigentlich cool geil, wenn meine Freundin ein richtiges Arschloch ist. Ich würde mal sagen, vielleicht weißt du, so ein bisschen spannend machen, aber nicht dich verstellen. Ist die Länge wichtig? Es gibt... Das kann ich jetzt natürlich nicht aus Frauensicht beurteilen, darum lasse ich die Frage auch mal ehren. sicher ein paar Frauen, wo es sozusagen wichtig ist, aber ich glaube trotzdem die Mehrheit... Aber ich sage mal grundsätzlich so, wer nicht 50 cm hat, in meinen Augen einfach am maximalen Spaß, Digga. Ist eigentlich völlig egal. Kleiner Spaß am Rande. Wenn du in einer Beziehung bist, ist das glaube ich wirklich überhaupt kein Thema. Dann ist alles andere gefühlt wichtiger. Nee, meiner Meinung nach Sex, und jetzt kommt's, Chat, Sex overrated. Sex wirklich overrated in meinen Augen. Als ich damals eine Freundin hatte, am Anfang findest du das super geil, so, oh wow, mega nice, aber so mit der Zeit merkst du so, ja, okay, ist nice, aber ist jetzt auch nice, wenn man es mal nicht hat. Also, wenn ich die Frage beantworten will, spielt keine Rolle. Ich meine, eben, es gibt auch so einen schönen Spruch, es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Technik. Von dem her macht euch nicht irgendwelche Gedanken. Das zählt übrigens auch bei den Ski. Es kommt nicht auf die Skilänge drauf an, sondern auf die Technik vom Fahren. Es ist eher so ein Gesellschaftsding, dass man da wirklich mega auf die Länge schaut, aber grundsätzlich ist das wirklich komplett scheißegal eigentlich. Und ja, sind wir ehrlich, kurzer Real Talk, es gibt halt mega viel... Nicht Chat, es hat nichts mit asexuell zu tun. Klar, ab und zu ist es nice, aber in einer Beziehung merkt man erst, dass es gar nicht so wichtig ist für die Beziehung, dass jetzt jemand eine Schwänzen hat von 40 cm. Wenn du weißt, was ich meine. Viele Frauen, die halt auch, ich sag mal, innerlich nicht kommen können oder sehr selten und äußerlich viel eher und darum ist dann eigentlich sowieso egal. Also, ja. Findet das Mädchen schlimm, wenn Jungs gerne Schnulzen schauen? Bei Jungs ist es irgendwie ein No-Go. Also Film, Schnulzen schaue ich nicht gern. Musik hören, was sad ist, höre ich gern. Alter, das ist doch absolut nice. Also keine Ahnung, gerade für die Frauen, die jetzt auch gerne Schnulzen schauen. Also das sind Liebesfilme, einfach Real Talk. Nee, ich muss sagen, wirklich, wenn meine Freundin jeden oben mit mir einen Schnulzenfilm schauen, ich würde es mit dem Stream machen. Ich gehe einfach mit der Beziehung offline, Digga. Ist echt nicht mies, finde ich nicht nice. Ich würde das selber weißt wie fühlen. Gerade wenn du eine Frau bist, die das selber gerne schaut, dann ist das Jackpot alle. Aber ja, grundsätzlich, gerade was so Sachen angeht, was mit... Aber das ist einfach Geschmackssache. Das hat ja nichts mit der Beziehung an sich zu tun. Es gibt wahrscheinlich auch Frauen, die so Filme absolut scheiße finden. Gerne schaut oder was man für Interesse hat. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie euch für irgendetwas schämen müssen. Warum sind Frauen, wenn man sie anschreibt, immer passiv und nicht offen, um mit neuen Leuten zu schreiben? Okay, wie soll ich die Frage jetzt beantworten, dass es nicht irgendwie falsch steht? Das ist natürlich eine gute Frage von meinem Bro. Grundsätzlich würde ich jetzt mal so behaupten, dass Frauen öfters angeschrieben werden und dann meistens... Wer braucht schon Frauen? Wenn man den Franz hat, Digga. Hat ja auch gesagt. So ein Hey, wie geht's? Was läuft? und Real Talk, irgendwann ist es halt einfach nicht mehr so spannend. Dann hast du halt auch nicht so Lust, um jetzt irgendwie eine Konversation zu führen, die einfach auf Smalltalk basiert und das ist irgendwie ein krampfhaftes Gespräch. Das ist halt einfach nicht so spannend. Darum einfach gerade, weil man ja nur die oberflächlichen Bilder kennt, einfach gerade reingehen, einfach gerade nach Nudes fragen, Chat. Einfach straight rein, so schreiben, yo, ich sehe von dir nur oberflächliche Insta-Bilder, darum will ich die auch nicht oberflächlich anschreiben, schick Nudes. Dann sind die dabei. Wenn ihr das Kondom drüber ziehen oder sollen wir das machen? Oh, ist eine gute Frage. Ganz einfache Antwort, fragen Sie einfach. Dann verliert ihr auch nicht, will ich jetzt mal so sagen. Wie ist es, wenn man das erste Mal Tag bekommt? Tut es fest weh? Ich habe ein bisschen schmunzeln ab dieser Frage. Franz? Er ist heute nicht so gesprächig. Ich weiss jetzt nicht, ob du es so meinst, dass es weh tut, wenn man es jetzt irgendwie das erste Mal hat, dass da irgendetwas platzt oder so. Nein, das ist nämlich nicht der Fall. Also das ist dieses andere Aufklärungsvideo. Das sollte einfach in der Schule, im Biounterricht einfach das Video ablassen. Die Mädchen wissen Bescheid. Buben Also, auch wenn da Blut rauskommt, das tut jetzt nicht in dem Sinn weh. Das sind einfach innerliche Schmerzen. Vielleicht ist es ein bisschen ähnlich, keine Ahnung, ich weiss es ja nicht, wenn ihr jetzt irgendwie einen Böllen... Bist du gern Single? Ob ich gern Single bin? Sorry, dass ich jetzt Nati da muss unterbrechen mit ihrer Periode.
Theorie. Also ich finde es nicht schlimm, so. Ich bin jetzt nicht aktiv auf der Suche nach jemandem. Ich habe sonst recht viel zu tun. Ich finde es gerade nice, in dem Alter, wo ich bin, einfach können zu machen, was ich will und auch mal eine Woche dort weggehen, das machen und so. Nicht immer müssen wissen, ich muss dann noch dort Zeit haben. So. Von dem her, für mich ist es gerade nice. Also, und ich finde, wenn man im Leben zufrieden ist mit dem, was man macht, sei das mit einem Hobby, das man übel gerne macht, mit einem Beruf oder so, dann finde ich es übel easy, wenn man Single ist. Also ich bin jetzt nicht ein Mensch, der sagt, ey, ich muss unbedingt jemanden haben jetzt, weil ich muss jemanden haben. So nach dem Motto, ich muss jetzt eine Freundin haben, weil man hat auch eine Freundin. So, wenn es mir gut geht und ich so das Gefühl habe, ey, ist nice mit YouTube und allem, was ich mache, dann ist es ja easy. Oder ich bekomme einfach keine. nein, das ist wirklich alles easy. Glaubt mir, es ist alles easy. Gell, Franz? Eben. Wie finden wir raus, ob sie einen gefriendzoned hat oder ob sie einen richtig mag? Ich habe eine Theorie herausgefunden, und zwar, ich habe eine Theorie herausgefunden, Chat, die Friendzone, die gibt es nicht. Das ist so ein temporäres Ding und aus der Friendzone kann man immer rauskommen, Chat. Die müssen euch genug fest anstrengen und dann läuft schon mit der Friendzone. Kommen wir da schon raus. Ich würde sagen, wieder der Schlüssel Kommunikation. Es ist so, Friendzone ist wie wenn man im Tiefschnee stuck ist. So, es ist anstrengend zum Rauskraxeln, aber es funktioniert mit viel Aufwand. Redet mit ihr und fragt sie einfach. Ich weiss, es braucht extrem viel Mut und es kann sein, dass ihr einfach wirklich Angst habt, um sie zu fragen. Yo, Franz, bin ich bei dir in der Friendzone? Nicht? Cool. Wenn ihr eben mit ihr befreundet sind, dass ihr sie verliert oder irgendwas. Aber glaubt mir, es ist einfacher für euch, wenn ihr Klarheit habt und genauso für sie, dass sie Bescheid weiss. Und falls ihr euch jetzt natürlich nicht getraut, was ich sehr gut auch verstehen kann, dann könnt ihr ja vielleicht mal einfach probieren, wenn ihr gerade zum Beispiel so, am Abend am Schreiben sind. Es ist so eine Stimmung, wo man schon offen miteinander redet. Oh, ey, Chat. Zoben mit Girls schreiben, so ab der 11 Uhr zoben. Am nächsten Morgen hat man einfach nie das Gefühl, dass es gut war, das, was man geschrieben hat. So am 11 Uhr zoben, snappen noch mit einem Girl. Es kommt einfach nie gut, Digga. Es kommt nie gut. Und so, dass ihr vielleicht mal so die Frage in die Runde rührt. Jo, stehst du eigentlich auf jemanden? Hast du für jemanden Gefühl und so? Ja, irgendwie, dass ihr so ein bisschen so aufs Thema kommt. Und dann schreibt sie so nein und dann bist du enttäuscht und dann gehst du pennen. Hast kein Leben mehr. Dann findet ihr das so ein bisschen raus. Klar kann sie ja sagen, nein, ich habe kein Gefühl, aber ich glaube, ich merke das schon. Und ja, ich rede da aus Erfahrung. Das ist ein sehr guter Tipp. Mir sage ich nicht. Wie viel Mal macht ihr es euch selber? Also der Franz hat jetzt gesagt, nicht so oft. Es liegt echt daran, dass er keinen Arm hat. Das ist ein bisschen schwierig. Aber also bei mir zwischen 3 und 10 Mal in der Woche, am Tag. Ich würde sogar behaupten, es ist gleich wie bei Jungs. Einfach, dass Frauen viel, viel weniger offen mit dem Thema umgehen. Genau. Ist in einer Beziehung Wichsen ein No-Go? Das ist einfach nicht möglich ab dann. Geht einfach nicht. Meine persönliche Meinung ist, dass es komplett unterschiedlich ist, sich selbst befriedigen und Geschlechtsverkehr haben mit seinem Partner. Darum würde ich sagen, ist es für mich fast ein No-Go, wenn man das jetzt irgendwie einem Partner verbietet, sich selbst befriedigen. Nati? Beim Franz und mir läuft das eben auch so. Ich meine, gerade wenn zum Beispiel nur ein Partner davon sich selbst befriedigt und der andere nicht, dann kann das irgendwie gar nicht nachvollziehen. Wisst ihr, was ich meine? Und darum finde ich es ein bisschen schwierig, dann irgendwelche Verbote zu machen in der Beziehung, wenn beide nicht einverstanden sind. Darum kann ich das sehr gut verstehen, wenn euch das jetzt stört, wenn der Partner das will verbieten. Und darum, ich fände es am wichtigsten, wenn man offen über das Thema redet und sagt, hey, sorry, sorry, Bro. Ich habe jetzt echt Bock zum allein machen, ich gehe jetzt in die Stube. Für mich ist es voll okay, wenn wir die Regeln abmachen. Oder eben für mich, ich finde es nicht okay, ich will da nicht irgendwie eingeschränkt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man es sich verbietet, finde ich auch mega weird. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, so, hey, ich finde es irgendwie nicht so nice, aber er kann ja nicht für einen anderen reden. Wenn es jemand selber nice findet, dann easy. In meiner Beziehung, was das angeht. Warum sagen die Mädchen im Bikini gesehen, ist nicht schlimm und im BH oder Unterhose ist es schlimm? Wieso sagen Mädchen im Bikini gesehen, ist nicht schlimm, im BH und Unterhose ist es schlimm? Also, zum einen ist es halt viel intimer. Wenn du in die Body gehst, ist jeder in der Badhose und in der Unterwäsche sieht dich halt nicht jeder. Da siehst du dich selber oder vielleicht irgendwo in einer Umkleidekabine. Aber ich selber finde das irgendwie innerlich etwas Intimes, was halt nicht jeder sieht. Und zum anderen, was man halt auch noch ansehen muss, nicht jede Unterwäsche sieht gleich aus wie eine Badhose. Die ist eventuell vielleicht auch ein bisschen freizügiger, man sieht ein bisschen mehr. Wenn ihr wisst, was ich meine, also ich rede da von Tangas, ja. Frauenlogik. Chat auch wieder instant am Fronten, Digga. Ich kann ja einen Punkt verstehen, dass auch, weil man sich selber halt wirklich nur im Spiegel sonst in der Unterwäsche sieht, ist es halt für die Frau intimer. Ich meine, stellt euch jetzt mal vor, okay, es ist Sommerferien, nächste Woche geht... Warte, ich stelle mir es schnell vor.
Es ist Sommerferien. Ihr auf Italien an einem nicen Strand und ich komme dann noch in die Tage über. Bro, das ist so belastend. Du musst dich die ganze Ja, aber dann kannst du auch ins Wasser gehen und sagen, ein Hai hat mich gebissen. Oh Mann. Zeit irgendwie darauf vorbereiten, wenn du im Pool willst, okay, jetzt muss ich das machen, das kann ich nicht machen. Es ist wirklich einfach nicht so nice, gerade in dem Moment. Wirklich. Ich meine, Real Talk, wir Frauen, wir schauen vorher, okay, in 3 Wochen habe ich meinen Tag, fuck, dann bin ich in einem Lager. Es ist wirklich so, wir planen das sozusagen, obwohl wir es ja gar nicht planen können, außer man hat jetzt eine Pille oder so. Und ja, es gibt halt auch sonst noch Einschränkungen, wenn du irgendwie auf einem Trampolin bist oder halt sonst irgendwie schwimmen willst oder wenn du vielleicht auch im Geschlechtsverkehr kann es irgendwie mühsam sein oder so. Ja, grundsätzlich, es ist nervig. Warum nehmen die Komplimente einfach nicht an? Ehrlich gesagt, ich weiss es auch nicht. Jedes Mädchen hat Freude, wenn sie ein Kompliment bekommt und ich glaube, Gott um das... Jedes Mädchen hat Freude, wenn sie ein Kompliment bekommt, aber viele Mädchen, also ich rede jetzt so nicht für alle, aber viele tun dann immer so, nein, weißt du, so ein bisschen das Kompliment nicht annehmen. Es macht eigentlich keinen Sinn, aber durch das, dass es irgendwie jeder macht, ist es dann schon fast unangenehm, wenn man dann einfach offen sagt, merci, danke vielmals, mega lieb. Okay, es ist schon auch weird, wenn man bei einem Kompliment einfach sagt, ey, ist es so? Ich weiss. Das vielleicht mal ändern, also Girls, wenn ein Kompliment bekommen, einfach ganz normal Danke sagen. Ich habe das so eine nice Frage gefunden. Bisselt ihr eigentlich in Tampon rein? Okay, wie kann ich das erklären? Oh nein, was kommt jetzt? Frauen haben 3 Öffnungen unten. Eins für den Okay, ich bin komplett dumm, Digga. Ich bin echt scheiß drauf, Digga, Alter. Urin, eins für den Kot und eins für den Geschlechtsverkehr. Und das Baby eventuell. Aber Digga, kann ich das Video auf YouTube auf den zweiten Kanal aufladen? Und in das Loch, wo Geschlechtsverkehr gemacht wird, kommt auch der Tampon rein. Und das hat in dem Nati, ihre Eltern zu der Nati so vor 14 Jahren. sind auch nichts zu tun mit dem Loch, wo der Urin rauskommt. Ja, Und okay. Ey, ich glaube, es ist wirklich gut mit dem Video. Es ist ein crazy Video. Finde ich, kann man wirklich gut für einen Sexualkundeunterricht brauchen in der Schule. Könnte man das uploaden und dann muss der Lehrer nicht reden. Von dem her alles easy. Ich hoffe, das Video wird nicht blockiert auf YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, YouTube. Peace. My heart just got stuck between these